En so, wir wollen von dir sein, ein von den Werten, was Jesus Mennoniten oder Anabaptist haben. Und dort ist, wo do wir die Bibel verstehen? Wo lesen wir die Bibel? Und wir wollen sein, wo diese Werten, was wir haben, das Anabaptist, wo dort uns hat gelehrt, das Mennonitenvolk. Eine Schriftwort werden gelesen, wenn wir von der Bibel reden, dann erst in 2. Timotheus 3, 16 bis 17. Und hier lehrt uns, was die Bibel erst für uns und was uns helfen soll. Dort sagt es das: Alle Schrift von Gott gegeben, ist wertvoll, uns zu belehren, uns auszubessern, uns trag zu wiesen, uns zu unterrichten, berecht zu leben. So dort in Gottes Mensch entstand es in Gottes Wolken geschickt zu sein. So hier lehrt uns, was die Schrift ist und was das in uns tun soll. Und so wollen ein klein bisschen sein, wo Mennoniten haben, forschen sie das, ihr lest und dann haben sie dort Prof, so gut es sie kann, zu leben. Von Anfang haben Mennoniten geglaubt, und von der und da auch alle Christen, meiste Christen glauben, dass Gott sein Wort, die Bibel, ist von Gott gegeben. Menschen haben es dort geschrieben, aber Gott hat durch die Propheten, die Aposteln, gesagt und offenbart, was sein Willen ist. Und hat seinen Charakter, seinen Plan für Rettung und auch seinen Willen, wo seine Nachfolger sein Leben gegeben, sodass wir können weiten, was er von uns verlangen hat. Und diese Bibel ist ohne Fehler. Wenn wir in der Bibel lesen, dann, wir können dort vertrauen, dass uns nicht Wort verleiden. Ich will ein paar englische Wörter von dir brauchen, wegen, das ist nicht wörtlich gesagt, Eva sagt, in Plotdeutsch, was ich finden kann. Und das sind zwei Wörter. Einer ist Infallibility. Das ist ein Schmackstrom mit Wörtern und der ist inerrant. Und was diese zwei Wörter meinen dann, Infallibility, das ist, dass die Bibel ohne Fehler ist in alle dort, was er lernt hat. Und was er meint ist, dass nicht, dass wir sollen verlangen von der Bibel, dass alles lernt hat, was zu weiten ist, aber alle dort, was er lernt hat, kann wir ganz vertrauen. Und dann inerrant meint, dass du sagst, keine Fehler, und wo das geschrieben ist, irgendwie daran, auch wo wir das verstehen sollen. Und wenn die Anabaptisten Leute der Mennonitentum anfangen, in den 1500 Jahren, dort wird dann das ganze Land glaubt, dass die Bibel Gott seine Schrift wird. Aber die Katholiken haben in Westweg aufgegangen und sie lehren dort, wir sollen uns an die Bibel halten, aber was die Kirche lernt hat, in den Jahren mitgeteilt hat, das hat auch Authority. Wir sollen uns an beides halten, was die Kirche lernt hat und auch was die Bibel lernt hat. Aber von Anfang, in Vaterlander Glauben-Artikeln, das in 1577 geschrieben, du sagst es das, wir glauben und wir stimmen mit der Schrift. So von Anfang, sie nehmen dort bloß an, dass die Schrift ohne Fehler wird. Und dann über die Jahre, so es Europa ändern deit, dann werden die fangen dazu an, dass die werden so was lernen, dass ja, die Bibel ist von Gott gegeben, aber das ist voll Fehler. Und wir können das wirklich nicht ganz vertrauen. Und dann in 1766, wie der erste Mal, wo durch ein mennonitischer Glaubenartikel war, wo sie dort durchschreiben, dass sie glaubten, dass die Bibel ohne Fehler war. So vor dem wird ich so neidig. Und wir können vielleicht ein bisschen mehr mitfeilen mit, die wurde in 1700 geschrieben, was sie von der Bibel glauben, wegen uns Land, uns Kanada, und wo wir wieder hören, dann sind sehr viel, was würden sie nicht mehr hören an der Bibel. Sie würden in Zweifel sein, ist das wirklich von Gott. Und dann, ein Ding, was
von Anfang als ein großes Wert gewesen, ein von den Werten ist, dass wir haben uns in dem Neuen Testament. Dort, wo in dem Neuen Testament geschrieben ist, dort ist, was wichtig ist. Wegen Jesus Christen, Jesus Christus nur vorher, wir sind von der Neuen Bund. Meinen, wir haben Gemeinschaft mit Gott durch Jesus Christus. In dem Neuen Testament ist der Bund, was uns, als Port von dem Bund, wird uns wiesen, wo wir leben sollen. Das meint nicht, dass Mennoniten leben nicht durch das Alte Testament Gottes Wort ist. Aber die lehren, und wir glauben auch, dass das Neue Testament ist für uns Christen, und das Alte Testament, da wir verstehen, durch das Neue Testament. So, das Neue Testament hat uns lehren, wo wir das Alte Testament sollen verstehen. Die Mennoniten von Anfang lehren, dass wir Gott sein Wort und bloß Gott sein Wort allein, was uns lehren wird, wo wir leben sollen. Und die Zeit, die eine Kirche, da wird die Catholic Kirche oder katholische Kirche, sei wir nicht, sondern was bis an das Wort halten. Was der Papel von Reim mitteilen, dort müssen die Kirchen noch folgen. Und dort wir Glück mit was die Bibel lehren wird. Und nach muss stemmen die zwei nicht, dann müssen die Kirchen in das Volk proben, zu sein, wo sie die Bett können tun, wegen so wir mein Bett von Gott. Aber Port von der Reformation, und dort wird alle die, was gingen, ein Port von Reim, und der Port von der katholischen Kirche, sie lehren das. Wir können uns glauben bloß an das Bühren, was in der Bibel gelehrt ist. Irgendwas, was nicht in der Bibel ist, wann es auch vielleicht auch gut ist, sind Menschenregeln und Menschenweisheit. Und wenn das nicht in der Bibel ist, wir dürfen nicht dort nur folgen, bitte, dort nicht, wenn wir finden, dort halbt uns das gut, aber wir können nicht Glück haben mit der Bibel. Und ich glaube, das ist ein Ding, was wir auch sollen teken für uns selbst. Wir kommen von einem Hintergrund, und viele von uns kommen von einem Hintergrund, wo sehr viel Regeln wären. Wir würden sagen, Menschenregeln. Und das sitzt vielleicht in über Jahren, hat sich dort verbunden mit der Bibel, aber da sind sehr viele Dinge, was Menschen, die nicht bloß Mennoniten glauben, was nicht abgenannt sind in der Bibel, aber wir haben den Glück mit der Bibel. Und wir müssen sehr abpassen, dass wir nicht uns an die Dinge zu Fuß haben. Bloß dort, was in der Bibel ist, kann Jesus Gott sein Wort tun. Das meint dann, wenn die Frau abkommen wird, was soll ich tun oder was ist das rechte Ding zu tun? Das erste steht, wo wir anfangen sollen, ist die Bibel studieren. Was hat Gott gesagt? Was lehrt die Bibel auch so tun? Wenn die Bibel dort reden wird, dann haben wir das ganz klar, das ist, was wir tun sollen. Wenn die Bibel nicht von was reden wird, was wir tun sollen, kriegt Glück gesagt, was wir tun sollen, dann sollen wir dort, was die Bibel lehren wird, die Werten, was wir von der Bibel nehmen tun, brücken und mit Ohren taub, Weisheit sägen, so wir dort ausleben können, so gut es wir können. Aber wir müssen uns Grund bauen an der Bibel. Menschenregeln sind gut, wenn die stemmen damit Gott sein wird. Aber wir müssen uns einmal da haben an der Bibel und es uns an Menschen rot. Noch ein Ding, was Anabaptisten haben über die Jahre das in Wert gehauen, und dort ist, dort wieder in der Bibel lesen, durch Christus. So, was meint das? Das meint, dass wir, dass Jesus Christus nur vorher, wir tun uns ein mit Jesus Christus, wir verbinden uns mit Jesus Christus. Und das meint, dass er ist uns Radar, er ist uns Herrn, er ist uns Gott, und wir sind seine nur vorher. Wir gehören zu ihm. Er ist uns Vermittler, er ist der, der unsere Sinnen vergeben hat. Und so, wenn wir die Bibel lernen, dann,
Wir glauben, dass alle wir in der Bibel die wiesen zu Jesus. En een paar wegen. In het Oude Testament wies het ganze Oude Testament wieder verder weg naar Jesus. En dan vangt dan een eerste vers aan. En dat is interessant in Johannes kapitel 1, de eerste en 12e vers zegt es dit. Nou hier ik zeggen dat dat zich verbindt met de eerste vers in 1 Moses kapitel 1. Dat zegt es dit. Als alles aanvangt, wie dat wordt. En dat wordt wie bij God. En wat God wie dat wordt. Hij weer im aanvang bij God. We zijn in de eerste vers aan aanvang God maakt de wereld. En wat de Griekische en de Hebreeuwse spraak dat erklären dat zijn dezelfde woorden. Aan aanvang God. Aan aanvang woord. En zo, wat de Bibel ons leert, is dat Jezus is dat woord. Hij is de openbaring van God. Hij is God. En wanneer we studeren dan, wanneer we Jezus beginnen dan, kunnen we verstaan wer God is. Waar we leven zullen, wanneer we een leven vieren, wat stemmen dat met wat God verlangt dat van ons. En wie kan God leren kennen. En dan in het Nieuwe Testament, wenn alle Nieuwe Testament Bücher zijn geschreven, nachdem dat Jezus Christus de Himmel vormdeed. En die wiesen alle träg zu Jesus. So wir würden sagen, in de viele Bibeln haben, het Verschiedene Testament hatte da ein Blatt Papier, und das ist gewöhnlich ganz ladig. Wenn die dort haben, vielleicht eine Kriegsnachmond, und dort ist Jesus, und beide Testament, die wiesen trägt zu Jesus. Alles, wer wir sind als Christen, das wiest uns zu Jesus. Und das ist, warum wir als Mennoniten haben einmal prüft Jesus Christus, wer er wir, was er lehrt, und was er uns für ein Vorbild gibt, praktisch prüft not zu folgen. In de Glaubensartikel in het Dorrecht in 1632, dit weer wat ik kon vinden van de eerste maal waar het doorgeschreven werd, dat de Mennonieten hielden het Nieuwe Testament hecher is het Oude Testament. En ik wil aan die zijn van der dat niet misverstaan. Ik meen niet dat het Oude Testament niet God zijn woord is. Ik meen niet. En de Mennonieten hadden over de jaren niet damit gemeint, dat we zullen het Nieuwe Testament niet lezen en ook niet den navolgen. Aber wir beuren ons grond aan wat het Nieuwe Testament leren deed en dan het Oude Testament verstaan door het Nieuwe Testament. Wieder, wir glauben auch, dat wanneer we in het Nieuwe Testament lezen dan, die eerste 5 Bücher, Matthäus, Markus, Lukas en Johannes, dat is de dichtbijste om erklären wat Jezus leert, wie hij weer en wat hij van ons verlangen deed. Besonders in Matthäus kapitel 5, 7. Dit zijn kapitel waar Jezus zijn boodschap geven deed, waar Christen zijn leven. En ze over de jaren, deze 3 kapitel zijn zeer wichtig geweest te Anabaptisten en ook te Mennonieten. Nou, ik denk wat Mennonieten over de jaren hebben in weet gehad, is dat we zullen onze Glauben praktisch uitleven. Ik glaube, ik kan me van Libyen wat dreielof metgenomen. Wat Mennonieten hebben geleerd van aanvang is dat we zullen onze Glauben uitleven. Dat is niet bloos genoeg, de Bibel te lezen en te verstaan. We moeten dat uitoefenen. En dat wordt dat is interessant, want ik heb gestudeerd wat andere gemeenten van Mennonieten leren doen. Ik denk wat er nog interessant is dat er is weinig over de jaren
Das Glaubenartikel, das Kirkissem uitgeschrieben, wann einer sich die jenen andere comparen da. Und dort als wegen ganz zum Beispiel, Mennoniten denken sie das. Wir haben nicht Zeit, Thomas uitgraben und was wir glauben, wir wollen das Leben uiteiven, dort wo wir auch weiten. So, das ist warum, über die Jahre, viele Mennoniten haben jenen Schriftgelehrte gelehrt. Und dort ist von Anfang, und wenn wir an Menno Simons in der Zeit denken, die Priester, und die wird in der katholischen Kirche geschaffen. Dort werden sie, die haben sich eine lange Schule durchgegangen, und sie leben von den Tags, was in das Land wird genommen für die Kirche, und sie leben ein sehr schönes Leben. Aber selbst, sie wissen sehr viel von der Bibel, mehr als all das Volk, aber persönlich, die wir kein Gottes ändern in ihr Leben. So Mennoniten würden das sein, und Anabaptisten würden das sein, denn sie sagen, guck mal, die sind Schriftgelehrte, die weiten die Bibel, die setzen ihn bis dran und unterhalten ihn, was die Bibel lernt, das ist gleich neidig. Wir sollen Leiber dort uiteiven, dort wo wir auch weiten. Und das haben Mennoniten über die Jahre mitgenommen, und das ist warum sie das so wörtlich uitdrücken, wir müssen das uiteiven. Das ist interessant, wo dieses Menschen Dinge zu weit nehmen kann. Das ist so, dass wir sollen dort uiteiven, was wir glauben. Aber das ist sehr wichtig, dass wir uitfangen, was wir glauben sollen, so wie wir reich uiteiven können. Wenn wir nicht in klaren Glauben haben, und wir wegwandern dann von Wort der Wahrheit aus, dann wird dort, was wir uiteiven, dort, was wir bewiesen, was wir glauben, nicht mehr stimmen mit der Bibel. So das ist sehr wichtig, dass wir bloß an der Bibel halten. Noch ein Denkwort, wenn wir in den Jahren haben gelehrt, ist, dass Gottes Wort ist für jeder Mensch. Und von der und da, wie würden Sie denken, aber woran ist das in Wert für die Mennoniten? Und dort ist Welt, wenn das mal anfangen wird, die katholische Kirche, bloß die wir ein Prediger werden, bloß die wir Priester werden, die werden die einzige, die dort Gottes Wort haben. Und je weniger Menschen, die wird bis manche Volk, manche Kultur werden, die kennen nichts von der Bibel. Die Bibel wird nicht in ihrer Sprache. Sie werden das verboten, die Bibel zu lesen. Wegen die Gemeinde, die Lehrer von der Gemeinde, die werden die das lesen können, das verstehen können, und dann den Menschen lernen, was sie tun sollen. Und wie kann ein klein bisschen sein, wo das ein Fehler ist? Wenn die Menschen sich bloß an Menschen halten, dann Menschen sind nicht fehlerlos. Wo liegt das erst dann, die Menschen verlehren? So von dem Anfang, wie du in Glauben mag die Anabaptisten, und auch Mennoniten, und die anderen auch, die Lutherans und die Calvinists, dort Gott sehen wird, wir für jeder Mensch. Das wir nicht bloß für den Gemeindelehrer, das wir für jede Person. Und die glauben auch, und von Anfang glied mir nur Siemens das. Er sagt, das Wort Gottes ist geschrieben, sodass jeder Mensch das verstehen kann. Ich glaube, wir haben einen Trouble, dass wir Gottes Wort so kompliziert merken. Wir glauben, dass es so deep und das ist auch, wir müssen niemals vergessen, dass Gott sein Wort ist geschrieben, dass jede Person das verstehen kann. Und das meint auch Kinder. Das meint auch Ältere. Das meint auch seine, die keine Schule haben. Wenn Gott sein Wort ist lebendig, das ist für jeder Mensch. Und das meint nicht, dass wir nicht tiefer gehen, nicht mehr verstehen können, aber das ist nicht, dass die Bibel zu hoch ist für gewisse Menschen. Das meint dann, dass wir verantwortlich sein, wir müssen uns selbst verantwortlich tun,
dass wir alle persönlich die Bibel lernen können. Ich weiß, was von uns sind, von einem Hintergrund, wo uns wird gelehrt, der Prediger wird sein, was mir fehlen wird. Wir wollen einen Truck fahren, der Prediger wird mir sein, was mir fehlen wird. Wenn wir wollen, bloß dort haben, was der Prediger mitteilen wird, wir wollen jästlich hungrig gehen. Wenn Gott hat, dass sie merkt, wir sollen Studenten sein von seinem Wort. Wir sollen persönlich Gemeinschaft haben mit Gott durch sein Wort. Von den Mennonitentum anfangen, den Anabaptist anfangen, da wir ein Klima ordentlich, das wir dort von der und da haben. Von der und da wurden die Prediger bestätigt, um das Wort Gottes predigen. Und ich glaube, das ist auch sehr gut. Beim Anfang, wie dort Pferden, dort, wo immer die Anabaptist wären, wo immer die Mennoniten wären, sie würden sich taub sammeln in Heim. Und da würden sich die Bibel aufdecken. Und jede Person, wer lesen kann, wird lesen. Und dann würden sich manchmal und ungehalten haben, Worte zu lernen. Und das ist, wo wir Bibelstunden von haben. Und ich weiß, andere Gemeinden tun das auch, aber dort von wo das stammen wird, dort wir in sehr klaren glauben, dass jede Person soll und kann die Bibel lesen und hören und auch dann verstehen. Noch ein Ding, was das dann meint, ist, dass der ganze Tag sollen die Bibel lesen und taub die Bibel studieren und taub verstehen, was das meint. Das meint, dass der ganze Tag erst Part von der Bibel ausleihen. Das ist nicht bloß der Prediger, was das soll tun. Und diesen Glauben ist gebüht an, im Glauben, dass jede Person, wer in Christus ist, hat der Heilige Geist. Und der Heilige Geist wird uns alle erwiesen, wenn wir gehorsam sind, der Heilige Geist, was die Bibel lernen wird. So, das ist wichtig, dass alle Christen taub in der Gemeinde die Bibel mitteilen. Und dann meine ich, dass wir sollen nicht lernen, was zum Taubschaffen, das sind rechte Wege und echte Wege, die Bibel zu verstehen. Aber wir müssen alle persönlich Part sein von einer Gemeinde, einer Gruppe Menschen versammeln, dass wir die Bibel taub studieren und dass wir die taub verstehen können. Wegen von einer Kant, was Dinge, was wir beleben, lesen wir die Bibel und wir verstehen die von einem Klima nach anderen Weg. Und dann von einer anderen Person, die vielleicht ein Klima anders. Und wenn wir uns taub einhalten, weil wir die Bibel verstehen, und der Heilige Geist in uns ist, taub kann wir ein Bild, ein breiteren, ein tieferen Bild haben, was Gott uns lernen wird. Ich will uns von der auch ermutigen. Wissen wir, dass wir die Bibel taub lernen, ist sehr wichtig. Ich weiß, dass meeste sind sind auch geboren und ich da proben mein Bestes zu erklären und auszuleihen, was die Bibel lernt. Aber denk nicht so, dass was der Prediger lernt, das ist das einzige Ding, was die fehlen wird. Gott sein Wort ist wichtiger, als was ein Prediger sein wird. Gott sein Wort ist persönlich für dich und für mich. Und das Wort, was der Prediger sein wird, wie immer hier oben ist, wenn das wirklich nicht stimmen wird mit der Bibel, dann soll ich ihn lieber hören, was Gott sein Wort sein wird, ist, was der Prediger sagt. Und wieder, wenn du Missverständnis hast, wenn die wollen vielleicht hier und der Prediger sagt, das stimmt nicht mehr, wo ich die Bibel verstehen will. Ich will haben, dass wir eine Tag so Freiheit haben, um zu fragen, was meinst du mit das? Was meinst du mit das? Hat das recht verstehen, sodass wir können das eine Tag taub Gott sein Wort besser lernen können. Und dann, wo verstehen wir die Bibel? Wir wissen alle, dass sind gewisse Versen in der Bibel, die mit schwanger sind zu verstehen. Und über die Jahre, Mennoniten, wenn sie praktisch sind, sie würden lernen, dass wenn die Versen sind, die ganz klar und leicht sind zu verstehen, wie sollen die folgen, wie sollen uns Grundlagen und die Versen, und wenn du dann Versen sind, die mit schwanger sind zu verstehen, wie sollen die Versen, die schwanger sind zu verstehen,
durch die leichte Forschung zu verstehen, in der Erkenntnis kriegen. So, ein Beispiel von das wird sein, von wo wir geraten sind. Die Bibel lehrt uns sehr klar, es ist sehr forschend, was uns lernen, dass wir sind bloß durch Gott sein Gnade, willst wir glauben, geraten. Dort steht geschrieben, in sehr viel Forschung, das sehr, sehr klar, wo wir geraten können sein. Die Bibel lehrt uns, wir können nicht durch Worten geraten werden. Aber dann sind die Forschung, was lernen, dort ein Christ mit Worten tun. So, wo wir das verstehen? Wir würden anfangen mit dort, was klar ist, dass wir bloß durch Jesus Christus geraten sind. Und dann nehmen wir, was die Bibel lernt von Worten, und wir lernen dort, Christen mit Worten haben, so dass sie können dort beweisen, was von Glauben sie haben. So, wenn wir in der Bibel lesen, dann sind Forschen, was sind schwer zu verstehen. Wenn wir nicht uns abhauen an die Forschen, wenn wir lieber uns festhalten an dort, was wir klar können, weiten von der Bibel, wenn Gott ist ein Gott von Ordnung. So, wo sollen wir dort ausleben, dort, was Mennoniten über die Jahre haben gelehrt? Ich glaube, die Bibel lehrt uns sehr klar, dass wir sollen Jesus Christus, das unser Rader, das unser Herrn, das unser Freund, und auch unser sozusagen Brau, was wir abhaben, wodurch wir die Bibel lesen dann. Klaus Kapitel 1, 15 bis 18 sagt es das. Christus liegend genäht Gott, den wir nicht seinen kennen. Hij wir door an irgendwo op ihr, hij wir door irgendwo op ihr gemerkt wordt. Der haben mögt Gott alles von Himmel und ab Erde gemerkt geworden ist, dort zu seinen ist und auch Worte nicht zu seinen ist. Oder Thronen, Regierungen, Herrschaften und Gewalten, dort ist alles durch und vor gemerkt. Hij wird durch irgendwo gemerkt wird und durch besteht alles. Die Gemeinde ist sein Körper und hij ist der Kopf, das Haupt. Von kommt das Leben. Hij ist die erste Geborene von der Todes, dort hij in alles den ersten Platz hat. Wer was es nicht Kirche, wer was es Christen, wer was es Jesus Christus nur vorher, niemals vergeten, wer uns Herrn ist. Das ist interessant, dass wir noch mal vergeten, wer uns Radar, wer uns Herr, wer uns Lehrer ist. Und das ist sehr wertvoll, dass wir verstehen, wie dann Jesus Christus nur folgen, nicht, dass wir bloß die Bibel nur folgen sind. Was meine ich mit das? Die Bibel ist nicht gegeben, bloß dass wir ein Gesetz haben, wo wir leben sollen. Das ist geschrieben, so dass wir Jesus Christus nur folgen. So ein Beispiel, was ich will geben, wo wir das verstehen können. Wenn wir würden nur in ein Restaurant fahren und wir würden ein Menü kriegen, das Menü ist uns zu wissen, was wir eten können und was wir eten sollen. Wir sind nicht gekommen nur das Restaurant, die fahren nicht nur das Restaurant, um das Menü eten. Wir sind gekommen nur das Restaurant, dort eten zu eten. Und so ist es auch mit der Bibel. Die Bibel ist gegeben zu uns, so dass wir können weiten, wo wir Jesus Christus nur folgen können. So in der Wahrheit, wir würden gerne sagen, wir sind Jesus Christus nur folgen. Und die Bibel weist uns, wo wir ihm nur folgen können. Und das ist ein Ding, was Mennoniten über die Jahre haben sehr uitgedrückt als wichtig. Warum das wichtig ist wenn wir uns bloß an Gott sein Wort halten und nicht an dem, wer der Wort uns handgeben oder uns handbiesen wird, ist dort, wir können uns an sehr leicht stehen, dass wir
aufwohnen dann, wir dort nicht mehr eine persönliche Gemeinschaft haben mit Gott. Ich will uns weiter ermutigen, dass jeder eine von uns erst verantwortlich die Bibel für uns selbst zu lesen. Offenbarung Kapitel 20, der 13. Vers sagt es dort. En dat meer juift de doodes uit, die de benen wieren en de dood en de haal juiven de doodes uit, die de benen wieren, en jeder einer wordt du nou gerecht, wat zijn werken gewaast wieren. Wat het hier leren dat als dat laatste punt, en jeder einer wordt du nou gerecht, wat ene werken gewaast wieren. Wenn je verder Gott stonen wollen, je wollen nicht Antwort geben, wo jen Freund oder jene Gemeinde oder die Kirche oder Prediger seine Dienst tut. Je wollen nicht verantwortlich sein, wo Axel Jesus Christus noch feiern, wo Axel Gott sein Wort kennen. Je wollen verantwortlich sein für jen selbst und jen selbst allein. Die sind verantwortlich für Gott, um die Bibel lernen kann. Da wird kein so sein, dass wir wollen für Gott stehen und wollen sagen, na, ich weiß nicht mal von der Bibel. Der Prediger hat mich sollte besser belehren. Nein, wir sind alle verantwortlich für unseren einen persönlichen Wandel mit Jesus Christus. Und ich denke, ich glaube, wir sollen wirklich folgen. Und das Lied 2. Petrus, Kapitel 3, 16 bis 18 uns. Und dort ist das. Dit is wat, waarvan hij in alle zijn brief redt. Verlaat veel het daarvan als schwer te verstaan. En aan je leden en leg voor je verdrehen dort en ihnen verdorven, groot zo als zij de sterf ook op andere steden verdrehen. Aber wilt je, lieve vriend, dit in vooruit weten, ziet voorzichtig, dat je niet door de ruchtloze en ongehoorzame erde Irrtum met een taub verleid worden, en je einen grond verlieren, aber was in Genade en an Erkenntnis an unseren Herrn en Heiland Jesus Christus. Hij zal de eer en alle Ewigkeit haben. Dat is zo leicht van de en dag, dat we ons laten verleiden. En ik weet in vele wegen als dat zeggen, dat we YouTube hebben, we hebben Facebook, we hebben alles op het internet, wat we kunnen checken. En predikers en boodschappen en kerken en welke gemeenten en verschillende leren wat we vinden kunnen. En im Ganzen is dat ook vielleicht goed. Aber er zijn sehr veel leren, wat ook niet stemmen dan met God zijn woord. En we moeten voorzichtig zijn. We moeten persoonlijk voorzichtig zijn. Dat we dat Gottes woord kennen, dat wanneer Fehler is, wanneer zo'n gezegd wordt van anderen, wat niet stemmen met de Bibel, dat we weten wat het woord is, dat we dat niet aannemen doen. Dat we ons niet laten verleiden. En dan, ik denk, wat wichtig is dat God zijn woord is levendig. Dat is niet bloos een gewone boek, dat zijn God zijn woord van God zelfs. In Hebreeën kapitel 4, de 12e vers zegt het dit. God zijn woord leeft en is krachtig en scherper als de scherpste dubbeldet, schniedende schwert. En snit der, wat dat zeil en juist uiteenduilt, en gleder en merk vrij ligt. Dat woord recht de gedanken en aanstellen in hart. Waar we niet bloos de Bibel lezen, dat we weten maar, waar we de Bibel lezen, dat de Bibel ons wijzen dat waar we in hart zijn. Wat we in de zeil denken. Dat we kunnen in al onze gedanken en aanstellen in hart, handgegeven te Jezus Christus nog volgen. Nou, ik denk wat ik wil ons middelen is dit. God zijn woord is levendig. En God heeft het gegeven dat we dat uitleven doen. Wanneer we de Bibel niet uitleven doen,
En wanneer we bus meer kennen van de Bibel, meer weten van de Bibel, en dat niet uiteven doen, dat is niet gezond. Krijg is van een persoon allemaal eten dat en niet schaffen dat, die persoon die wordt zei, gezond. En dit is wat Mennonieten hebben over de jaren geleerd. We zullen dat uiteven, zodat we gezond zijn. Christen wat zeer veel weten doen, maar niet uiteven doen, zijn gewone Christen wat dat niet schijnt met top te zijn. So dat is wichtig dat we dat uiteven dort wat we auch weten. En dan wollen we ook leren doen, en wanneer de Mennonieten over de jaren geleerd hebben, dat we zullen onze Glauben praktisch bewijzen met werken. We moeten ons allemaal weiterhelpen denken. Wir können unsere Radung nicht verdienen mit was wir tun. Wir sind geraten, bloß durch Jesus Christus. Bloß durch seine Gnade, willst wir glauben. Dat ist durch Glauben, dass wir annehmen, was er getan hat für uns. Und dann mit unseren Werken, mit uns Wandel beweisen wir, dass wir in Christus sind. Und dass wir noch folgen tun. So, ich will von dir schließen mit einem Gebet. Ik wil ons ermutigen, wij willen ons aan God zijn woord houden, leven en hechten is eerst wat ordnet. We beten. Lieve hemelse Vader, we zijn van de vrouw en dankbaar, wie kan dit hoop komen. En we willen ons grondbouwen aan de Bibel. We willen van onze voorvaders leren, waar zij de Bibel verstaan hebben, waar zij kenden de Bibel te lezen en uit te oefenen. Aber God, wanneer we van hen leren doen, we willen Christen zijn wat ons werkelijk bloos aan Jezus houden. Door wat de Bibel leren dat. En God, ik bid ook dat die woord ons niet kerk verständnis geven. Wanneer we de Bibel taub studieren doen, wanneer we de Bibel taub lezen doen, dat die Heilige Geest wordt ons terugwijzen. En God, ik bid voor de gemeenteleden wat hier zijn. Ik vrees voor je beden voor mezelf. God, geef mij allemaal wijsheid, dat ik kan de Bibel uitleggen, zodat we kunnen verstaan wat die mening is, niet wat mensen mening zijn. We beten alle dit in Jezus' naam. Amen.